Hier ist wieder was los, Freunde. Zurück bei Dragon Ball FighterZ sind hier ein paar am Fighten. Das heißt, Wolfsklaue gegen Lord Freezer und Sengoku. Schaut ihnen aufmerksam zu. Jo. Ich würde sagen, bevor wir uns auch hier ins Getümmel stürzen mit anderen Nicht-NPC-Charakteren, wollen wir noch mal gucken, wie weit wir die Story noch voranbringen. In diesem Sinne, wie viele Folgen brauchen wir wohl noch, bis wir die Story komplett durchhaben? Schrägstrich so komplett, wie es irgendwie geht? Fragezeichen. Naja. Was war die letzte Folge? Kurz überlegen. Krillin platt gemacht, beziehungsweise gerettet. Und jetzt wollen wir herausfinden, was eigentlich hier genau abgeht. Genau. Das ist das Ziel. Ich würde sagen, schnurstracks auf dem Weg zu Fake Vegeta. Fake Vegeta. Ja. Fällt natürlich direkt der aus Dragon Ball Super auf ein. Fight! Nö! Na, so der stimmt. Na, fuck, war zwar weg. Hätte funktionieren können. Bis zum... Wow. Au! Au! Was das gerade war, keine Ahnung. Keine Ahnung, wir wollen ein bisschen gucken, was der Gegner so macht. Fuck, jetzt wollte er eigentlich ausweichen. Okay, was das war, keine Ahnung. Ich versuche aber ein bisschen was. Aua! Au, 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 au. Wow. Der war cool, wa? Ups. Ja, super. Natürlich, Hauptsache kann die Punkte vergeuden. So. Oh mein Gott. Das hätte auch schief gehen können. Vor allem habe ich hier nicht so viele Charaktere zur Auswahl. Im Gegensatz zum ersten und zweiten Arc, wo ich ja quasi die Creme de la Creme auswählen konnte. Hier allerdings nur 2 zur Verfügung habe. Soll schon ein bisschen sparsamer sein und vor allem besser aufpassen. Weil ich glaube, das ist die große Schwierigkeit in diesem Arc. Diesem Story-Arc. Ist noch ein interessantes Gegnerteam. Alle 3 hatten schon mal was miteinander zu tun. Wenn es auch schon ein bisschen her ist. Shiha! Was war der hier? Was macht eigentlich der da? Was ist jetzt sein Move oder was meiner? Und zum Schluss noch schön in die Eier, so wie es gehört. Aua! Der Move ist eigentlich schon fies, war vor allem auf die Entfernung hin. Nein, ich dachte, er wäre weiter weg.
Ja, ist gut. Was zum... Puh. Könnte doch noch eng werden. Ich bin ein bisschen still, weil ich ein bisschen konzentrierter bin. So. Ja, wenn sie beide angeschlagen sind, ist nicht mehr so gut. Ja, Teammanager, der ist los. Ich kann das Team nicht großartig ändern, was soll ich da machen? Ich habe nur die 2 zur Auswahl. Da fliegst du den Zug nicht. Ja, ich muss mal dringend Spiel speichern und so weiter und so fort. Ja, ich meine, könnte natürlich noch die Fähigkeiten anders setzen. Das könnte man sich über... Wieso muss ich eigentlich das Spiel speichern und wieder rausgehen? Das ist so doof. Wäre so schwierig gewesen, eine Option einzuprogrammieren, Spiel speichern und beenden, wenn man halt zurückgeht, oder einfach nur Spiel speichern und dann geht man halt nicht zurück, wa? Kann man so schwer sein, sowas zu programmieren, also ganz ehrlich. Naja. Das ist mein Problem, wenn Gesundheit erhöht, jo, Verteidigung erhöht, bin ich zwar generell auch dafür, dann, ich muss mehr auf Gesundheit gehen, es geht nicht anders. Aber hier Stufe 2, ich hatte noch etwas nach dem Fight, was die Gesundheit erhöhen, genau. Muss doch so gehen. Denn die Kämpfe wären nicht einfacher, aber ich im Gegensatz werde auch nicht stärker. Also ich persönlich jetzt, nicht in das gilt und so. Wäre natürlich schön, aber ist leider nicht so. Ich meine, klar, es ist ein kleiner Trainingseffekt, aber der wird nicht so groß sein, dass sich das lohnt zu erwähnen. So, einer wäre down. Wie sieht es mit dem nächsten aus? So, wir haben den zweiten auch. Dann fehlt nur noch Captain Ginyu, war mit seinen scheiß Support-Charakteren. Nein! Oh, und ich dachte, er wäre schneller gewesen. So, aber als extra gemacht, damit er halt kontert. Manchmal macht er auch so einen Quatsch. Und da fliegt er erstmal. Ja, das ging mehr oder weniger gut aus. Kann man sicher noch verbessern. Kapitel 5, unsere letzte Hoffnung, C16s Geheimnis. Hey, こんなところもあったのか。正確な数はわからないが、研究施設は世界中に点在している。
それで21号は？まあベースで休ませている。いずれ意識を取り戻すだろう。そうか。それであの21号ってやつは何者なんだ？彼女は優秀な研究者の細胞に無数の戦士の細胞を合成して作られたセルをも超える究極の人造人間だ。あいつを超えるか。セルは孫悟空たちとの戦いで成長し、俺たちが知っているセルを超えている。だが21号の力はそんなものではない。その成長したセルすら上回る力を秘めている。そして一番厄介なのは彼女の捕食衝動だ。生物を食べることでエネルギーを吸収し、際限なくパワーアップする。驚いたな。セルを超える化け物ってことか。そもそもエネルギー吸収ってなんでそんなことする必要があるのさ。これはあくまで予測でしかないが、21号に移植された細胞の一部が暴走している可能性が高い。彼女の捕食衝動は人格を持っていて、今の21号の意に反して捕食をしてしまう。それほどに凶暴なものなのだ。つまりあいつの中にはもう一人の凶暴なあいつがいるのか。ああ、21号は表に出ようとする衝動を必死に抑えながら生きている。なあ16号、それほど危険なやつにお前はなぜ従うんだ？俺は21号の暴走を止めるため、彼女の手によって復元されたからだ。まったくあんたらしいね。どんなヤバいやつでも命令なら従うなんてさ。でもここまで喋るっていうのはあんたらしくないんだよね。21号に従うのも命令だけとは思えないんだけど。やれやれ、お得意のだんまりか。昔に戻ったようだな。まあそのうち喋ってくれるだろう。後で聞かせてくれればいいさ。それより今は捕食衝動を抑えるのが先だ。何か方法はないのか？ああ、そのために利用しようとしたのがリンクシステムだ。リンクシステムはもともとドクター・ゲロが開発したもの。彼女はその仕組みを利用して自分を制御しようとした。リンクしたからってそんな簡単に制御ができるものなのか？俺にも詳しい仕組みはわからないが、リンクするということは精神を上書きするのと同じことだと言っていた。リンクした人間が肉体を自由に操ることができるようになると。なるほど。自分に反抗的なやつもリンクを使えばコントロールできるってわけか。あのクソジジイの考えそうなことだ。だがリンクの状態を維持することは想定以上に困難なことだった。普通人間の精神は自分の肉体から長時間離れることができないのだ。たとえリンクできたとしても1分と持たず精神が元の肉体に戻ってしまう。18号の中にいる者よ、こうして今もリンクを維持できるお前は我々にも説明がつかない存在なのだ。それじゃあ初めからこいつの力を利用するつもりだったってことか？そう思われても仕方がないだろう。今まで黙っていたことは申し訳なかったと思っている。そのリンクの才能は21号にとって最後の希望だったのだ。どうか今はこのまま力を貸してはくれないだろうか。Achso, er fragt mich. Wenn meinen eigenen Körper, ich will dir sonst helfen. Die Frage ist ja, wenn ich momentan sowieso der Einzige bin,
natürlich jetzt hier storytechnisch, den Verbindung so lange aufrechterhalten konnte. Liegt das daran, dass ich gar keinen eigenen Körper mehr habe? Wäre natürlich eine Option. Will ich ihr helfen? Ich meine, alleine schon des Forscherdrangs willen, wir haben ja gesehen, dass in C21 Geist, C21, wie sage ich das jetzt, dass er im Geist von C21 noch eine weitere Person verbirgt. So wird ein Schuh draus. Also eine dunkle Gestalt. Und alleine das doch dem näher auf den Grund zu gehen, wäre schon mal ein Grund zu sagen, yo, ich will. 驚いた。あんたこの流れで協力するっていうのか。Ja, ich weiß, ich bin verrückt. どうやら想像以上のお人よしみたいだね。どちらにせよクローンを全て倒すまでリンクを解除する気はないんだろ。結局はどう転んだってやるべきことは変わらないさ。もし21号の捕食衝動が強くなれば今のお前では止められなくなるだろう。お前にはさらに強くなってもらう必要がある。まったくついてないぜ。俺たちはとんでもない貧乏くじを聞かされちまったみたいだな。Kann man wohl so sagen. Aber den ganz schwarzen Peter. Schwarz wie die Nacht. Oder wie die andere Person in C21 Geist. Mann, egal. Jo, ihm noch niemand zum Retten. Nee, das wird wohl echt eine Solo-Runde. Ach du Scheiße. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Egal. Schnurstracks Richtung Ziel. To face your opponent! Get ready! Fight it out! 行くよ。やあ、クラックだ。その鬱陶しい口で黙らせてくれ。 Ausgewichen, ey. 驚いた。行くよ。やあ、クラックだ。 俺たちはやりたい時に So, was sagst du dazu, hä? Das ist eine geile Kombi, wa? Was zum... Klar, wenn du Luft bin, geht's nicht mehr so anders. Super. Und er fliegt. Der nächste bitte. Da kommt Nappa. Happa, Happa für Papa Nappa. Oh oh. Frisst das! C18. Man wohl gar kontern. Was zum... 行くよ。やあ、クラックだ。クラックだ。行くよ。やあ、クラックだ。俺たちがやりたい時にやる。 Der nächste ist down. Wird Zeit für Krillins Klon. Oh oh, das wird wehtun. Ah fuck, das eine ist so weit, okay. Nein! Jetzt bin ich noch geblockt, hey. Berlin, reicht langsam hier. Nein! Hätte doch so gut funktionieren können. Okay, der Kampf war jetzt aber eigentlich ganz in Ordnung, wie ich finde. Kann man jetzt nicht großartig meckern, oder? Oder schon? Nee, weiß nicht. Vielleicht, gerade nicht. Shit happens! Shit happens to me! Oh, da hinten ist Guan. Okidoki. Ich frage mich ob eigentlich Freezer und KKG hier eigentlich vertreten sind, sprich die bösen Jungs. Oder ob es hier eigentlich nur um Cyborgs gegen vielleicht Z-Kämpfer geht unter Umständen. Weil Krillin haben wir schon gesehen, aber ob der Rest noch kommt, wer weiß.
Es sind ja nur 2 von dem her. Hat er eigentlich geblockt? Hä? Hey, hat er wieder geblockt? Oh, das ist eine coole Kombo so. Aber ist jetzt langsam mal gut hier. Was hauen die für Kombos raus? Na, ja, super. Okay, C16, das musst du machen. Da war gar eine ganz üble Kombo im Werk. Ja, super. Okay, bin jetzt weit weg. Ja, ist gut. Was machst du da, Sel? Nein! Oh, war der falsche Move. Mann! Wieso müssen die beiden so unterschiedliche Moves vom Bewegungsradius her haben? Ja, ist gut. Ey, ist langsam hier fertig oder was? Alter, man kann es auch übertreiben. Boah, ey. Was für eine Kacke. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Ich mache jetzt auch noch ganz kurz den hier, dann speichern und in nächster Folge dann wieder Bosskämpfe. Und dann können wir mal gespannt sein, wie es weitergehen wird. Oh ja. Ah, Mann. Das wohl nicht machen, wenn ich zu nah dran bin, wa? So. Dann mal ganz kurz switchen, damit sie es jetzt nachher wieder raus und wieder, ja, Energie bekommt. Wow! So, und jetzt flieg schön, Sally Boy. Jetzt habe ich so viel Energie bekommen, wie ich wollte, der gute C16, aber es wird hoffentlich für den Bossfight reichen. In der nächsten Folge wieder hier bei Dragon Ball FighterZ. Jo, ich würde sagen, wir kommen hier näher und näher. Letzte Hoffnung, zu letzten Geheimnis und so weiter und so fort. Bin ich insgesamt schon bei 70% der Story? Ne, noch lange nicht. Aber hier schon 41, wir hatten hier bei 75. 73, also so viel fehlt hier wirklich nicht mehr. Müssen wir irgendwann wirklich zu 2 quasi gegen die böse CR20 antreten? Alter, da war mir jetzt schon Schiss. Bis nächstes Mal. Tschüss.